Madame Adem. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben mit einem ziemlich technischen Gesetzesprojekt zu dienen, den aber großen Impact auf das Finanzplatz hat und auch für allem bei der Fondsindustrie. Konkret setzen wir eine europäische Direktive die sogenannten AIFMD2-Direktiv, die aus sich zwei Hauptfondsdirektiven aufändert. Das geschieht an den Bereichen von der Delegation, der Gestion vom Liquiditätsrisiko, den Deklarationen, die am Kader von der Überwachung gemäht gehen, den Service de Dépositaire et de Conservation sowie de Prämien, die Alternativinvestmentfonds akkordieren können. Dürfen gehen dann auch zwei von unseren Hauptgesetzen an diesem Bereich geändert. Einerseits modifiziert Gesetz vom 19. Dezember 2010 über d'OPCVM, also d'Organisme de Placement Collectif en Valeur Mobilière, und andererseits modifiziert Gesetz vom 12. Juli 2013 über GFIA, also Gestionnaire de Fonds d'Investissement Alternatif. Worum geht es ganz konkret an diesem Gesetzesprojekt? Konkret geht es ein harmonisierte Kader geschaffen für europäische Fondsmanager, für das sichergestellt wird, dass die Investisseuren überall an der EU selbst geschützt gehen. Hier geht nun im Prinzip vor, dass just Direktiv und nicht Direktiv umgeändert wird. Mit dieser Direktiv wird auch der Zugang zu alternativen Finanzierungsmöglichkeiten mehr einfach gemacht. Fonds dürfen in Zukunft auch Prämien machen. Dafür gehen harmonisiert Regeln aufgestellt, die einen effikazen Bandemarkt für die Prämien von den alternativen Investmentfonds schaffen sollen. Direktiv hat die Option vorgesehen, dass Einzelfonds auch die Möglichkeiten kriegen, für Kredite können auch Privatpersonen zu vergeben. Die Regierung hat aber auf diesem Punkt dezidiert, für diese Option nicht zu ziehen, also dass kein Kredite zu Lützeburg von einem Fonds können auf Privatkonsumenten vergeben. Das ist zum Schutz vom Privatkonsument gedacht. Retailbanken bleiben heute weiterhin für die Konsumationsprämien und Leute zuständig. An der Finanzkommission sind zu diesem Punkt eine Reihe pertinent Fragen abgeworfen, zu denen der Finanzminister sowohl mündlich wie auch schriftlich Informationen gegeben hat. Weiter geht es mit diesem Gesetzesprojekt auch die Liste von der sogenannten Service Auxiliaire, die ein Fondsmanager kann anbieten, erweitert. Das ist also ein wichtiges Element an der Regierung ihrer Strategie, für gezielt Fondsmanager auf Lützeburg umzuziehen. Fondsmanager werden können Funktionen und Aktivitäten, die sie schon für ihre eigenen Fonds anbieten, in Zukunft auch für Drittpersonen können anbieten. Dann könnte es bei einer sogenannten Delegation zu keiner fundamentaler Umänderung, mehr es wird präzisiert, dass verschiedene Informationen betreffend Modalitäten von der Delegation müssen sowohl bei der Demande Agrément wie auch periodisch Storno kommuniziert gehen. Eine Weiterneuerung des Direktiv ist, dass ein harmonisierter Kader für sogenannte Liquidity Management Tools an der Europäischen Union geschaffen wird. Das sind Outils de Gestion de Liquidité, also Instrumente und Mechanismen, die die Gestionäre von alternativen Investmentfonds erlauben, die Liquidität von ihren Fonds zu steuern und zu schützen. Dann wird es in Zukunft möglich für Länder, wo wenig Offer und Depositären ist, auch auf Depositären an andere Länder zurückzugreifen. Zu Lützeburg haben wir eine ganz kompetitive Marché und Depositären. Wir können alternativ Investmentfonds aus anderen Memberländern auf Lützeburger Depositären zurückgreifen. Kollekt von Donnerien, die und die Verwährungsautoritäten weitergereicht gehen, wird auch verstärkt. Das ist für mich sehr eventuell Risiken zu entdecken und gegenzusteuern. Auch die Investisseure sollen in Zukunft mehr Informationen zur Verfügung gestellt kriegen. Des Weiteren präzisiert Direktiv dann auch noch Substanzaufforderungen, die sowohl für die Justiz Manager und die IFM gelten.
Schlussendlich gehen auch noch verschiedene zibleiert Änderungen vorgeholt, wie die Regeln über die Zusammenerbe zwischen den verschiedenen zuständigen Autoritäten und die Forderungen und Drittstaaten am Kader von der Direktive über die Alternativinvestmentfonds. Für den Detail von diesen Mesuren und darüber heraus verweise ich auf meinen schriftlichen Rapport. Von den verschiedenen Berufskammern lohnt kein Avis zum Gesetzestext für. Was den Avis vom Staatsrat betrifft, so hat er 2 formelle Oppositionen ausgeschwärzt, die mir aber einfach konnten lesen. Das konkret die Formulation peu fournieren gegangen, wo der Staatsrat noch einer mit direkter Formulation gefragt hat. Denen 2 Oppositionen konnten mir Rechnung drohen, an dem es mir peu fournier durch fourni ersetzt hat. Dann hat der Staatsrat noch 2 weitere Marken gemäht, wo die Finanzkommission aber dezidiert hat, beim initialen Text zu bleiben. Auch hier verweise ich für die Details auf meinen schriftlichen Rapport. Damit wäre ich fertig als Rapportrice von diesem Gesetzesprojekt und ich ging weiter davon als mandatierte Sprecherin von meiner Fraktion. Herr Präsident, Alternativinvestmentfonds sind ein wichtiges Standbein von der Lützeburger Finanzplatz. Ein Marché, den sich weiterhin ganz stark entwickelt. Am Dezember 2024 wären 36% von den Investmentfonds Alternativinvestmentfonds. Sie hatten damals ein Volumen von 2,6 Trillionen Euro. Lützeburg ist führend an diesem Bereich an der EU. Und gerade dafür ist es so wichtig, dass unser legale Kader Schritt hält und neue Expansionsmöglichkeiten schafft. Der Finanzminister hat präzisiert an der Kommission, dass wir nur Rumänien der zweite Land sind, was diesen Text umsetzt. Wir sind also nicht gerade First Mover, sondern Second Mover. Eine von den Hauptzielsetzungen von der Direktive ist der Zugang zu alternativen Finanzierungsquellen für die Realwirtschaft. Das Zielsetzung teilen wir. Gleichzeitig wird Kreditvergabe an Konsumenten zu Lützeburg durch Alternativinvestmentfonds nicht erlaubt sein. Dadurch bleiben diese Fonds zu Lützeburg für professionell, institutionell Klienten ausgerichtet. Innovation und Konsumentenschutz gehen also Hand an Hand. Unter diesem neuen Regime gehen die Regeln zur Delegation und Substanz weiter präzisiert. Das harmonisiert Regeln bedeuten am Allgemeinen wesentlich mehr Klarheit. In diesem Fall mehr regulatorische Konvergenz, also echter regulatorische Konvergenz wie neue Kontranten, weil sie lassen nämlich mehr Spielraum für national Einzelgänge. Für Lützeburg sind die neuen Regeln echter eine Formalisierung von bewährten Praxen wie etwas komplett Neues. Ein präziser legaler Kader ist auch immer die Voraussetzung für eine gute Überwachung. Lützeburg hat auf Überwachungsniveau eine solide Expertise, auch am Hinblick auf Alternativinvestmentfonds. Und gerade das schafft Vertrauen. Herr Präsident, wir beweisen mit diesem Gesetzesprojekt, dass wir an komplexe Sachverhalte fähig sind, schnell zu handeln, für den nötigen legalen Kader zu schaffen. Heimat der Sonntag, merci für den Nolauschen und den Akkord von meiner Fraktion.